Munter und voller Tatendrang gehen die Abenteuer weiter hier bei Risen 3 Titan Lords mit Lumbrock. Sieh an, sieh an. Was treibt dich zu mir? Das Wissen über die Magie? Nein, das wird jemand wie du nie begreifen. Alter, was bist denn du für eine Giraffe? Habt ihr mal einen Hals angeguckt? Wie geht's denn so? Oh Mann, ey. Wäre nicht schlecht. Was ist deine Aufgabe bei den Magiern? Ich kümmere mich um viele Dinge, die der gemeine Geist nicht zu fassen vermag. Mir allein ist es zu verdanken, dass unsere Kristallhandschuhe jedwede Erwartungen übertreffen. Dank der Handschuhe ist jeder Wächter in der Lage, die Magie zu bündeln, die wir Magier intuitiv wirken. Alter, was ist mit dem los? Ich will den Umgang mit dem Kristallhandschuh lernen. Du? Nein, nur wer im Dienste der Magier steht, dem wird diese Ehre zuteil. Und solange du nicht von uns vereidigt worden bist, wird dir der Kristallhandschuh verwehrt bleiben. War ja klar. Hast du Arbeit für mich? Ich gehe nicht davon aus, dass du vorhast, unsere Ablage neu zu strukturieren, oder? Nein. Gut. Das können die Gnome sowieso besser als du. Eine Sache gäbe es allerdings. Das intensive Studium der Magie macht mich oftmals hungrig. Und mein Gaumen verlangt nach Kostbarkeiten aus aller Welt. Wenn du auf deinen Reisen einige Spezialitäten findest, würde ich sie dir nur allzu gern abnehmen. Okay, ist wohl ein Feinschmecker. Was deine Delikatessen angeht, willst du etwas Bestimmtes auf dem Teller haben? Was ist denn das für eine Frage? Ein Gourmet wie ich hat immer erlesene Kost auf dem Porzellan. Ein exquisiter Käse, ein schmackhafter Schinken oder ein paar zarte Muscheln. So pflege ich zu speisen. Und als Krönung ein aromatischer Wein. Hört, hört. Irgendeine Idee, wo ich deine Spezialitäten auftreiben kann? Ich weiß, dass die Dämonenjäger auf Kalador einen köstlichen Schinken haben sollen. Und ich habe mal von einem Piraten gehört, der sich auf Alkohol ganz besonders verstanden hat. Bruce oder so ähnlich war sein Name. Was die Muscheln angeht, so siehst du dich am besten auf Antigua um. Und der Käse... Der Oberste unseres Ordens, Magus Zacharias, hatte vor kurzem einen ganz einzigartigen. Okay. Ich guck mal, was ich auftreiben kann. Sehr gut. Aber lass dir nicht einfallen, mir etwas Gewöhnliches aufzutischen. Ich will mich ja nicht übergeben müssen. Nein, wir haben dafür extra eine Quest. Ich schau mal, was ich dabei habe. Ich glaube, da fehlt mir noch etwas. Sobald du alles beisammen hast, komm wieder. Ich möchte mir das Festmahl nicht entgehen lassen. Ja, ist ja klar. Eure Kristallvorräte ziehen Diebe doch sicher magisch an. Diebe? Bursche, welcher Narr versucht, einen Magier zu bestehlen? Und sollte es doch jemand probieren, habe ich für den Fall eine Wache vor meinen Gemächern postiert. Da brauche ich mir um meine Wertsachen keine Sorgen zu machen. Verzichte doch auf die Zimmerwache, wenn dich eh keiner bestiehlt. Verzichten? Ich? Das ist eine Frage des Standes. Ich habe mir diesen Luxus verdient. Bin doch kein einfacher Rübenbauer. Aber genug mit dem Palaver. Meine Zeit ist kostbar. Und weil du sie beansprucht hast, wirst du mir jetzt ein Buch aus meiner Kammer holen. Sag der Wache, du handelst in meinem Auftrag. Bring mir das Buch Metaphysische Transzendenz. Und zwar heute noch. Ja, ist ja klar, Alter. Was hast du anzubieten? Sieh dich um. Kristallnadel, Trank der Irrfurt, Tränke, Smart, Rubin, alles natürlich furchtbar teuer, war sowieso zu erwarten. Was kann man eigentlich verkaufen? Ne? Mal anders gefragt. Okay, sicher mal ein Fichtchen, aber auch nicht. Wieso brauche ich eigentlich zwei? Gute Frage. Da haben wir doch noch irgendwie ein paar andere Dinge gehabt. Ne, Seelenflechte. Kann ich magische Kraft permanent erhöhen? Ne, bald ich mal. Eine Schatulle und weg damit. Der kommt auch weg. Alter, meine Nase, nein! Ja, sorry Leute. Das war jetzt gerade ein bisschen unpraktisch.
Ja, was ist eigentlich los, ey? Keine Ahnung. Rohstall, zum Beispiel von Waffen, ne, behalte ich mal lieber. Und dann schauen wir einfach nur eine. Gut. Anlage akzeptieren. 563, geil. Weil ich meine, ich hatte doch irgendwo, was im letzten Part, glaube ich, war. Etwas, was ich für 500 lernen konnte. Muss mal gucken. Was hast du, oder? Erasmus. Ich muss noch einige Dinge berechnen. Den Reaktor zu starten hat höchste Priorität. Ja, ich weiß, dann war es ja doch nicht. Irgendeiner war es, na gut. Sein Zimmer, wo ist denn sein Zimmer? Müsste hier sein, war aber hier sicher nicht. Weil hier steht ja keine Waffe davor. Keine Wache, Mann! Das hat auch für morgen früh aufzunehmen, noch sowieso am Pennen bin. Hilfe. So, Harukos Truhe, die ist verschlossen. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Würde ich auch. Ist Penny vielleicht noch? Nö. Miese Ratte! Wieso? Ich penne doch nur. Hier gibt es nichts für dich zu holen. Ja, ist ja gut. Alter, gib mir langsam Nerven. Wo könnten hier noch... Mach hier keine Dummheiten. Nö. Aha. Ein Neuankömmling hier auf Taranis. Grund für deinen Aufenthalt auf Taranis? Ich bin auf der Suche nach Antworten. Das sind wir alle. Aber wir halten niemanden von der Arbeit ab. Wenn ich Antworten suche, studiere ich die alten Schriften. Das kostet Zeit und Schlaf. Aber weiter im Prozedere. Ich werde deine Ankunft dokumentieren und archivieren. Jede Information kann wichtig sein. Na, wenn du das sagst. Was macht? Na, ist egal. Hast du keine Angst, dass jemand die Bücher hier stehlen könnte? Nein. Zwischen all den Trunkenbolden gibt es nur wenige, die des Lesens mächtig sind. Also wird ihr Interesse an unseren Pergamenten wohl eher nachrangig sein. Das Schlimmste, was uns Magiern passieren könnte, wäre der Verlust der Kristalle. Aber auch da haben wir die nötigen Vorkehrungen getroffen. Das klingt ja gut. Welche Vorkehrungen gegen Diebe habt ihr getroffen? Die einfachsten Mittel sind zugleich die effektivsten. Nimm mich zum Beispiel. Ich verstaue meine Wertsachen stets in meiner eigenen Truhe. Und weil natürlich jeder Dieb den Schlüssel bei mir suchen würde, habe ich ihn dem Gnom Zakir übereignet. Du siehst, ein absolut sicheres System. Ja, beinahe. Wozu braucht ihr die ganzen Informationen? In dieser Zeit muss es eine Institution geben, die das Wissen der Menschheit zusammenträgt. Verlieren wir das Wissen, verlieren wir auch die Chance auf eine Zukunft. Allein die Vorstellung, wie viel Wissen durch den Zwist mit der Inquisition verloren ging, erschüttert mich zutiefst. Nicht nur dich. Kannst du mir etwas über die Schatten erzählen? Lass mich mal überlegen. Ihre Art wandelt nicht das erste Mal über diese Welt. Irgendwas treibt sie an. Nur was es ist, das kann ich nicht sagen. Sicher ist, dass, wenn sie nicht gestoppt werden, die Existenz der Menschheit auf dem Spiel steht. Aber dank unseres Reaktors sind wir gewappnet. Ja, wenn er endlich mal laufen würde, ja. Wie wurden die Schatten damals besiegt? Dein Scharfsinn beeindruckt mich. Diese Frage ist in der Tat eine Überlegung wert. Ich schätze nicht, dass die Menschen damals etwas wie unseren Reaktor erschaffen konnten. Vielleicht findet man die Antwort bei den Dämonenjägern oder Eingeborenen. Aber von deren Hokuspokus würde ich mir keine adäquaten Antworten versprechen. Hokuspokus, der hier doch auch an dem Kannst her. du mir Sachen beibringen? Wenn du mir den nötigen Obolus überlässt, dann sollte das kein Problem sein. Zauber kann ich dir natürlich keine beibringen. Zumindest nicht, solange du keiner von uns bist. Ja, war klar. Bring mir etwas bei. Dann lass mal sehen, was du schon kannst. Nicht viel. Sprüche erstellen, was? 2000, tschüss. Hä? Was ist denn innen los? Lumburg, was willst du hier? Tschüss. Schatulle direkt klauen? Ne, wäre ein bisschen doof. Altes Wissen klauen. Ein Bett klauen, schlecht. Ja, ist ja gut, dass wir mal in Ruhe. Wo ist denn jetzt... Zack hier suchen wir. Wo könnten der sein?
Keine Ahnung. Laboratorium. Clown ist auch nicht wahr. Eine Schatzkarte. Der Schatz am Strand von Tarani. So leicht kann es gehen. Wo ist jetzt die Wache? 20, 10 könnte ich jetzt noch neu dazu gewinnen, wa? Kompliziertes Schloss. 80 insgesamt, alter Schwede. Der Kerzenhalter noch etwas. Und der Krug vielleicht noch messen, aber natürlich nicht. So, wie sieht's denn eigentlich... Oh, Spruchrolle. Glaubst du, ich bin blind? Jo. Halt! In den Privatgemächern von Meister Lumbrock hast du nichts zu suchen. Ist das so? Ja. Und meine Anweisungen waren sehr deutlich. Niemandem ist Zutritt zu gewähren und daran werde ich mich halten. Alter, ist ja dunkel. Lass mich durch. Ohne guten Grund? Nein. Meister Lumbrock hat mich beauftragt, ein Buch zu holen. Ach, hat er das? Nun, zufälligerweise sind mir die Bücher in seinen Gemächern bekannt. Dann nenn mir mal den Titel. Wollen mal sehen, ob du die Wahrheit sprichst. Da ist ja wohl ein Scherz. Ich weiß den Namen nicht mehr. Mensch, ich muss doch nicht... Okay, überlegen. Metapsychische, metaphysische Transformation, Transzendenz. Ne, ich glaube Transzendenz, wa? Metaphysische Transzendenz. Das Buch liegt tatsächlich hier. Gut, du darfst passieren. Aber denk dran. Nur das Buch, sonst nichts. Puh, war das knapp. Dunkelhell, dunkelhell. So, wo ist denn das Buch? Wo könnte denn das Buch? Natürlich auch der... Gut, da ist das Buch, da ist eine Spruchrolle. Wir suchen einen Schlüssel, oder? Was war da der Grund dafür? Oder einfach nur die Truhe? Okay, einfach nur die Truhe, gut. Plündere Lumbrocks Truhe, gut, haben wir gemacht. Und jetzt noch die Transzendenz. Was gewesen folgt der Staubfänger, ganz schlecht. Alter, was hier los ist. Hell, dunkel, hell, dunkel. So, dankeschön, tschüss. Kein Bock mit dem zu quatschen. Zack hier also, tja. Ich habe das Buch, das du wolltest. Formidabel. Es ist ein echtes Unikat. Aber natürlich weißt du das nicht. Meister Horatio, möge er in Frieden ruhen, hat es höchst selbst verfasst. Aber ich merke schon, das interessiert dich nicht. Darum nimm diese 10 Goldmünzen als Dank. Für einen Büttel ist dies Lohn genug. Dankeschön. Mann, nee, 10 Gold. Nun gut, hätte es vielleicht noch lesen sollen, wa? Spielt aber keine Rolle. Was ist der Privatvorrat? Achso, mit Saki sprechen, aber... Ja, vielleicht finde ich ihn wirklich so am besten. Nergal, Lumbrock und Frauke, was zu holen gibt. Was haben wir schon zu halten? Was mag ich näher ansehen? Ja, versteckt Unterelemente anzeigen, ganz schlecht. Der Feinschmieder, Schatz im Stamm von Tarani, sehen alle gleich aus. Putzdienst. Ja, wir haben noch einiges zu tun. Gut, wie sieht's aus? Wo ist jetzt der? Zack, hier. Er war dort. Quest mit Zack hier sprechen. Gut, machen das direkt. Die Frage ist noch, wo eigentlich noch die Ding plündern hier war. Wo ist jetzt der andere hin? Der ist weg. Kommt er wieder? Kann ich hier in Ruhe plündern? Ja, versuch's mal, wa? Ein Löffel ist klar. So. Was reicht das erste? Mir fehlt so hier noch einer, habe ich gerade gesehen. War dieser Nergal? Soll der unten sein? Na, was soll's? Was soll's? Sag mal, kannst du bitte mal ein bisschen trennen? Achso, hier ging's. Gut, Zack, hier müsste also hier sein. Ich hoffe, er ist noch hier. Zack, hier, hallo. War nicht schlecht. So, Zack, hier.
Du hast also den Schlüssel von Meister Faruko. Faru? Zakir nix wissen, wovon Homi redet. Faruko, der Magier. Oh, Zaubermann. Ja, Zakir kennt Matar Faruko. Aber nix Schlüssel. Homi woanders suchen. Überzogene 30. Hab ich noch nicht. Weil vielleicht kann ich sie noch aufstocken. Wenn du ihn nicht hast, wer hat ihn denn dann? Zakir versucht sich zu erinnern, fällt aber schwer. Gold immer helfen beim Erinnern. Na gut, 30 geht eigentlich noch, wa? Gut, hier hast du das Gold. Jetzt sag, wer den Schlüssel hat. Jip, jip. Welche Homi hat Schlüssel? Vetranio sein Name. Danke. Geht doch. So, wenn wir schon mal beim Thema Ruhm sind, wie sieht's denn, also, Moment, das war gerade ein bisschen falsch. Muss ich da selber, finde auch ein bisschen doof, hätte man vielleicht auch so automatisch aktualisieren können, war sprich halt eine Quest abgeschlossen, die ich gerade ausgerüstet habe und dann noch eine neue Quest aktualisiert wird, dass halt die direkt angewählt werden kann. Aber gut, das ist natürlich ein anderes Thema. Gut, hier vorne ist er. Was ich eigentlich noch machen wollte, war natürlich, nicht hier, Charakter. Attribute kann ich natürlich erhöhen. Und zwar ist natürlich die Frage, welche mache ich hier? Härte ist nie schlecht, die wäre aber trotzdem eher für Finger, wobei natürlich Einfluss auch cool wäre. Bereit, oder? Oh, nee. Silberzunge. Entschuldigung. So. 40. Also die Frage, die Frage ist, wie viel haben wir eigentlich momentan? Weiß auch keiner, wa? Doch vielleicht hier? Diebeskunst. Nee, das ist was anderes. Das ist ja die Fähigkeit. Achso, geht es einfach. Ja, gut. Also 40 hätte ich bereits. Für künftige das auch wissen. Fingerfertigkeit, sprich Taschendiebstahl und so. Schlösser knacken. Nur 5. Wollen wir verarschen? Mann, ey. Du kannst Fernkampf steigern, nicht steigern. Ja, schön. Ist ja schön, aber trotzdem halt noch zu wenig. Gold, Nahkampf, Fingerfertigkeit, aber genug, war. Später kann ich steigern. Wie geht denn das jetzt? So, nicht wahr, muss ich alles, ja. Durch andere Charaktere lernen. Okay, okay, gut, machen wir das mal. Aber ja, später. Ja, gute Frage, wie lange dauert das Let's Play wohl? Ich habe das Gefühl, es könnte schon in 100 Parts reingehen, wenn es so weitergeht. Talbot, servus. Ich werde mal weiter die Augen aufhalten. Das war der falsche. Bereits ausgeräumt, Zakir sagt, du hast den Schlüssel von Meister Faruko. Schlüssel? Ich? Du musst dich irren. Und überhaupt, wer ist Zakir? Einer der Gnome hier im Lager. Dämmert's jetzt? Nein, mit denen habe ich nichts zu schaffen. Schon vergessen? Ich muss mich doch um die Wäsche kümmern. Also schlage ich vor, du sprichst mit diesem Zakir oder von wem du auch immer deine Informationen bekommst. Wegen Farukos Schlüssel. Jetzt mal unter uns. Wo hast du den Schlüssel? Ich sagte dir doch schon, ich habe den Schlüssel nicht. Glaub mir, ich bin eine ehrliche Haut. Antworte mir! Rück ihn gefälligst raus. Hey, ganz sachte, ich habe ihn nicht. Das musst du mir schon glauben. Das war wohl nichts. Fürchte ich auch. Okay, also wirklich nicht. Gut. Ja, muss fast so sein, dass er ihn gar nicht hat. Alles andere wäre ja ein bisschen, naja, seltsam. Wahre Worte. Lügt er oder Zakir? Sollte mich mit beiden nochmal unterhalten. Das heißt, jetzt haben wir beide markiert. Toll. Ihn bestechen. Ja, und sonst halt er stechen, Wegen wa? Farukos Schlüssel. Jede Information hat ihren Preis. Wie viel verlangst du? Mann, behalte dein Gold. Ich habe den verdammten Schlüssel nicht.
Gut, dann also wirklich nicht. Dieser verdammte Gnome hat mich angelogen! Verdammt! Und jetzt setzen wir so für sie ein! Also ich natürlich nicht er, also nicht der Charakter hier, der hat immer vorhin auch zum anderen gesagt, ja, du bist scheiße und so. Ja, beziehungsweise kann ich ganz gerne vertrauen, geht nicht und so. Manchmal, wenn doch hier irgendwie noch eine Truhe. Oder ich glaube, ich irgendwie öffnen konnte. Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Ja, toll. Da ist noch 10 irgendwas. Was soll das Blaue heißen? Hab ich das übersehen? Kaum, ha? Also, Fingerfertigkeit ist 25. Das ist nicht gerade 4. Vielleicht kann ich ja mit hier noch was machen, wa? Und dann ist, die Frage ist, wo konnte ich das hier, wa? Wir haben 10 pro Stufe, aber wo konnte ich das erhöhen? Das ist eine gute Frage, Leute. Das ist eine gute Frage. Irgendwo, ich erinnere mich, dass ich das irgendwo erhöhen konnte. Bei irgendwelchen Charakteren, warte, kann man das irgendwie beibringen? Was tut das sogar? Nee. Wer die Regeln missachtet, wird missachtet. Irgendjemand konnte mir das doch beibringen. Dachte ich zumindest. Oh, ja, gut, vielleicht irre ich mich auch, oder was Taranis du's? ist auch nicht mehr das, was es mal war. Das stimmt. Irgendwer kommt mir das doch irgendwie... Okay, ich will da andrücken. Mach ein anderes Mal. Vetranio sagt, er hat den Schlüssel nicht. Wäsche, Homie, nix Schlüssel? Dann jemand anderes muss haben den Schlüssel. Sicher Magnus, ist General von Homies. Alter, jetzt reicht's mir aber langsam. Du willst mich wohl verscheißern. Ich zähle jetzt bis 3. Wenn der Schlüssel dann nicht in meiner Tasche ist, dann... Aber sag ihr nix. 1, Wirklich, Homie muss glauben. 2... Okay, Homie hat gewonnen. Sag ihr gelogen, aber machen gut und geben Schlüssel an Homie. Hier. Na bitte, warum nicht gleich so? Wie war das? Hä? Du klein... Oh, Entschuldigung, das war gar nicht geplant. Ein Bier. Nee. Doch. Hallo, Ruderich. Taschendiebstahl, was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Wenn du das nötige Kleingeld dabei hast. Was auch nicht, wahr? Es steigen nur die Härte. Verdammt! Welcher war's denn? Oh, Leute, ich weiß nicht mehr. Welcher war's? Welcher Typ konnte mir das irgendwie erhöhen? Irgendeiner war's, ich weiß nicht mehr wer. Ach, scheiß drauf. Gut, gehen wir ganz kurz nochmal rein und gucken, ob wir da irgendwie... Ja, sitzen alle wieder. Wegen dem Schlüssel war, also wir waren eigentlich schon in ziemlich vielen Räumen hier drin. Zack, hier ist Aurikulki gefunden. Oh, nicht schlecht. Bringt Zakirs Aurikulki zurück. Ja, machen wir natürlich direkt. Trotzdem fehlt hier noch was, und das ich noch in Erinnerung habe. Und zwar die Folge Monitenstand ist was anderes. Der Aurikulki, ja, da ist klar, was wir gelernt sein. Messerschlangenhilfe, noch ein anderes Mal. Der Schatz stammt von Taranis. Auch ein anderes Mal war der Feinschmecker, ist genauso. Alter, was der alles will. Der Privatvorrat, war genau. Das heißt nur noch Nergal fehlt. Der ist der einzige, der noch fehlt. Du, was? Von bei Nergal? Wollt ihr mal verarschen? Okay. Gut, dann muss sowieso das Aurikulki noch abbringen. Abgeben. Beibringen. Vorbeibringen. So, jetzt aber. Gnome. Busy. Nee. Gut. Und der Erasmus natürlich alles auslöscht, wa? Wie jetzt? Hier? Ja, das ist rote X, aber verstehe ich nicht ganz. Hallo, Jaffa! Hallo, Magnus! So,
Da ist ja noch der Zack hier. Und der Part ist wieder mal vorbei. Ai. Ich habe dein Aurikulki gefunden. Zakir dachte, Aurikulki wäre sicher in Truhe von Matar Faruko. Jetzt braucht Zakir neue Versteck. Bessere Versteck. Du machst das schon. Jip, jip. Zakir ist schlauer als jeder Homie. Wer es glaubt. Warum ist eine Pfeife dein Aurikulki? Holzraucher ist besonderes Dingi. Verwandelt Kraut in Rauch. Schmecken prima. Du rauchst? Ja, aber nur wenn niemand guckt. Zakir will ja nicht teilen müssen. Ein rauchender Gnome. Ja, hier geht's... nicht schon wieder. Mann. Oh. Ja, sorry halt. Ist halt noch ein bisschen, ungewohnt. Sag mal so. Ja, weil da mit dem linken... Er ist ein bisschen doof platziert. Mit dem linken Stick auch normalerweise anders spielt etwas anderes, aber gut, ist ein anderes Thema, spielt keine Rolle. Wir haben noch genug. So, wo ist eigentlich der andere? Müsste weiter unten sein, wa? Nergal. Irgendwo hier unten müsste also sein. Hallo, Nergal. Was riecht hier denn so gut? Wer? Wie? Matrikaria Recutita. Matrik... Herrje, Kamille, Kreter. Du bist also der Alchemist. Etwas lauter, bitte. Ich höre etwas schlecht. Ob du der Alchemist bist? Aber selbstverständlich bin ich das. Ich meine Kristalle. Die Magie liegt in den Pflanzen. Das ist doch eindeutig. Ja. Woran arbeitest du gerade? Also, du musst wissen, dass wir hier auf Taranis mehrere Klimazonen haben. Und? Und du hast mich nicht zu unterbrechen. Bedingt durch diesen Umstand wächst hier ein besonderes Kraut, das ich Taranis-Kraut getauft habe. Allein die Vorstellung, was für Kräfte in dieser Pflanze schlummern könnten, beflügelt meinen Geist. Wenn ich nur 5 Exemplare hätte, könnte ich meine Studien fortsetzen. Oh Mann, oh Mann. Wird dir hier unten nicht langweilig? Langweilig? E contrario. Die hohe Kunst der Alchemie ist niemals langweilig. Das Studium der magischen Ingredienzien benötigt Zeit. Schreib er sich das hinter die Ohren. Schon gut, ich hab's kapiert. Warum schickst du nicht jemanden, der dir das Kraut besorgt? Hab ich doch. Aber diese vermaledeiten Gnome bringen mir ständig die falschen Kräuter. Vor kurzem brachte man mir eine ganz gewöhnliche Caluna vulgaris. Was bitteschön soll ich mit einer Caluna vulgaris? Hä? Achte auf deinen Blutdruck. Wollte gerade auch sagen. Wo wächst das Taraniskraut? Sieh dich in der Mitte der Insel um. Dort wird ein Fluss von einem Wasserfall gespeist. Und dort sollst du auch fündig werden. Lass die Natur dein Wegweiser sein. Okay, okay. Ich besorg dir dein Taraniskraut. Exzellent! Aber achte darauf, es nicht zu gewaltsam aus dem Erdreich zu entfernen. Zum Dank sollst du eines meiner Elixiere erhalten. Da sage ich nie nein. Kannst du mir etwas beibringen? Was? Viel! Alchemie lernen, nein. Ritualmeister lernen, nein. Zurück, scheiße. Zeig mir deinen Kram. Soll mir recht sein. Was hast du ein schönes? Nix Brauchbares. So im Moment nicht. Und tschüss. Wo soll es hier seine Truhe sein? Ich bin kein Goldschmied. Also. Wusste noch gar nicht. Hallo, Hiwi. Nergal. Okay. Hey, Atto.
Schnauze, Schnauze, sonst Messer Dissi. Du verstehst Steni. So. Was? Feuerblume. Nee, nee. Doch, doch. So, Brennkessel, das ist noch für später noch. Taki? Halt die Schnauze. Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Okay, sorry. Raus hier! Ja, geh ja schon. Jetzt nicht. Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Wieso? Noch ganz nett. Hallo. Muss einfach nur schnell sein. Plündern ärger als tue, Questerfolg, so wie sieht's jetzt aus? Muss das irgendwie noch eine Bestätigung abgeben oder was? Ja, ist zwar immer noch. Hä? Was hat er jetzt gemacht? Konjunktur, nicht etwas anderes. Schatz im Stamm von Taranis. Die Putzhilfe, mal gucken, wa? Du hast gemacht, habe ich es jetzt eigentlich, wa? Ein rotes X sehe ich jetzt auch nicht mehr. Das heißt, wir können jetzt zum Abschluss des Parts noch, weil sowieso längst vorbei, aber egal. Kann da ganz kurz nochmal zum Auftraggeber gehen und dann mal gucken, wa, was wir jetzt Neues freigeschaltet haben. Eventuell. Vielleicht. Wer weiß. Was, er war's? Was den Kristallvorrat der Magier angeht. Ich habe alle Truhen der Magier geplündert. Ich bin beeindruckt. Nicht schlecht. Bist wohl von Gnomen aufgezogen worden, was? Was würde ich dafür geben, deren Gesichter zu sehen, wenn sie merken, dass ihre Truhen leer sind? Ein letzter Tipp noch. Prahl damit nicht im Lager rum. Sonst bist du die Dinger schneller los, als dir lieb ist. Das ist klar. Kannst du mir etwas beibringen? Wenn das Gold stimmt? Wirklich lautlos, das kann nicht schaden, wa? Dolche, meinst du die lernen? Das wäre auch nicht schlecht. Panzerknacker. Steigert sich um 10 pro Stufe. Ne, ich denke, das wäre ein bisschen besser, wa? Dafür bin ich nicht gut genug. Was? Willst du mich verarschen? Ich habe doch genug Gold. Fingerfertigkeit 30, na und? Moment mal ganz kurz. Das haben wir gleich. Also wieder genug. Genau, Fingerfertigkeit. Moment, war das jetzt hier? Hä? Einschüchtern 30, Härte. List. 25, 25, Taschendiebstahl und Schlösser knacken. Aber muss ich das Ganze auf 30 kann oder wie? Oh, come on, mal ganz kurz. Kannst du mir etwas beibringen? Wenn das Gold stimmt? Ja, das Gold schon. Fingerfertigkeit, ich brauche wirklich das Ganze auf 30, sonst wäre natürlich das hier nicht. Ich habe nur den Meisterdieb. Taschendiebstahl könnte ich erhöhen, aber den Rest dafür. Da wird zu lange kommen, Bring mir bei, das wie hier. ich ein guter Taschendieb werden kann. Wenn du nicht bemerkt werden willst, dann fummel nicht zu lange in seiner Tasche herum. Am besten gehst du schnell hin, rempelst ihn an oder lenkst ihn ab. Finger in die Tasche, den persönlichen Gegenstand rausholen, der sowieso dir gehört. Wenn du Zeit hast, beschwerst du die Tasche mit etwas anderem, damit er nichts merkt. Dann haust du wieder ab. Das war alles. Nun gut, demnächst kann man eigentlich noch schleichen und so Dinge lernen, war meistens eventuell auch noch was. Beziehungsweise natürlich Panzerknacker, wo wir gerade mal dabei waren, das geht ja gar nicht, wa? Könnte dafür nochmal Härte steigern, was hier auch nicht so schlecht wäre. Eine List wäre auch was, Fernkampf wäre eher weniger. Magie machen wir auch später noch. Fingerfertigkeit kann eigentlich trotzdem. Taschendiebstahl, Schlösserknacken 25, immer noch 25, verdammt. Rumknacken, was kann rumknacken? Schlösserknacken, rumsteigern, so. Ne, macht. Ah! So, jetzt. Ja, passt, gut. Tja Leute, wieder mal viel geschafft, also ja, eigentlich nicht, aber halt ein paar Quests neu begonnen, halt abgeschlossen.
Wie dem auch sei, wir müssen das noch machen. Muss man erst, wenn man sowieso die Insel wieder verlassen. Was jetzt sowieso zuerst ist, die Putzhilfen, also mit dem hier, war einer kam durch, genau. Den machen wir auch erst zu Schluss, also kurz bevor er die Insel verlassen. Mal gucken, der Feinschmecker machen wir erst am Schluss noch. Ich würde mal sagen, machen wir erstmal den hier. Da sprich mal markieren. Den natürlich auch noch und dann den noch, war. Also sprich, im nächsten Part geht es ein bisschen hier um Quests und so, die Mangel zufriedenzustellen, Quests abzuschließen und dann hoffentlich bald schon die Inseln abgrasen können. Und ja, also das Ziel ist eigentlich immer noch, ein Schiff zu bekommen, sprich in der Gilde beizutreten. Aber natürlich erst dann, sobald wir eine Ahnung haben, welche Gilde was hier überall sollen. Okay, muss sowieso hier hin, der passt ja. Was wollte ich gerade sagen und nicht mich verzetteln, genau. Und sprich, Ziel ist immer noch ein Schiff zu bekommen, Patty, Jaffa zu rekrutieren, und ein paar andere Figuren natürlich, die wir auf dem Weg noch finden. Und halt nach Gilde beizutreten, um unseren Geister herzustellen. Aber das und noch vieles mehr dann halt erst das nächste Mal hier bei Risen 3 Titan Lords wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.